Was macht echt Kleopatra? Ja, auch das Gleiche wie ging. Sabbern. So ein liebes Hündli bei so einer Hex. Jedes Mal, wenn ich an die Lady Blake denke, dann würde ich sie am liebsten auf den Mond schiessen. Ja, und wir haben im Fall die längste Zeit gar nicht gewusst, wer das eigentlich ist. Nein, meine Eltern haben ein riesiges Geheimnis daraus gemacht. Ja, voll. Wir haben nur gewusst, dass die Lady Blake mit ihrer Firma Hotel kauft, die kein Geld mehr haben oder um zu überleben kämpfen. So wie der Sahnenhof. Die Schlangen bekommt mein Sahnenhof nie. Nein. Aber an diesem Sonntagnachmittag, die Ferien haben gerade angefangen, wollte ich endlich die Wahrheit über sie wissen. Und ich bin zu Mami und Papi ins Büro. Sie haben wieder mal gekiffelt. Wegen was das mal? Wegen den alten Südzimmer, die man renovieren sollte. Ich habe gerade Luft geholt, um zu fragen. Aber da gibt es einen Klapp und dann rumpelt es. Mir sofort rausgerannt. Die Sonnenstoren vom Gartenrestaurant ist oben neben Bretschen. Mamma mia! Vorne hat sie 4 Tische gestreift, Gäste sind aufgekumpelt und haben geschrauen. Tauer, Gläser, Scherben. Ja, den Lärm habe ich bis zum Kiosk auf der Promenade im Dorf oben gehört. Krass. Am Tisch 7 steht eine elegante alte Dame voll Schwarzwälder Torte. Auf dem Tisch vor ihr liegt ein Koffer. Die Giftgrüne vom Pärli aus dem Zimmer 409. Total verquetscht. Die ist also vom 4. Stock zu fliegen und hat die alte Sonnenstoren runtergeschrieben. Ja, und dann ist die halt auf den Tisch geklebt und hat die ganze Torte verteilt. Ich habe noch so für mich gedacht, von allein geht doch kein Koffer aus dem Fenster. Nee. Dann macht die alte Dame einen Schritt und weil ihre Brille voll Torten ist, sieht sie nichts, stockelt über ihren eigenen Stock und geht um. Zum Glück ist dort am Boden gerade ein Schaffell gelegen, das von einem Stuhl ist runtergerutscht. Ja, so eins hätte ich im Fall auch brauchen können, wo die blöden Rösser sind gekommen. Ja, die Rösser. Vor dem Gartenrestaurant hat ja eine Kutsche gewartet, um die alte Dame heimzubringen. Aber wo die Kofferin ist runtergetatscht, sind die durchgebrannt mitsamt der Kutsche. Aber ohne Kutscher. Ja, und ich stehe, wie gesagt, neben dem Kiosk auf der Promenade und zähle meine Münze. Da vibriert das Handy in meinem Hosensack. Ich nehme sie raus und sie kuschelt: «Du sollst doch nicht immer so viel Zucker kaufen.» Ich sage leise: «Hey, psst, wie dich jemand hört.» Ja, wir müssen darum immer Hennen aufpassen, dass niemand merkt, dass das Handy kein normales Handy ist. Ja, und dann hat sie mir gut angefangen vorrechnen, wie viel Sackgeld ich schon ausgegeben diese Woche. Aber da kommt plötzlich voll Karacho und mit einem Soulkrach die Kutsche unten rauf. Ja, die hat es hin und her geschleudert. Und sie hat Velo und Gartenstuhl umgeschrissen. Und ich konnte mich gerade noch retten mit einem todesmutigen Sprung auf die Seite. Ja, gerade gerettet hast du aber nicht ausgesehen, wo du bist zu laufen. Ja. Die Arme aufgeschöpft und die Hose verschissen. Ja, weisst, ich habe gedacht, noch diesen blöden Souvenirständer verwünscht. Und der ist nicht gekippt. So ein Luis. Skilehrer. Unterdessen haben meine Eltern den Polizist von Grüningen kommen und der hat die Mama von Luis befragt. Ja, sie hat eben im 4. Stock Putz gehabt und beim Zimmer 409 Türen und Balkontüren offen gelassen zum Lüften. Und dann ist sie kurz ins Putzräumchen und als sie rauskommt, hört sie, wie es draussen klebt und sieht gerade noch von hinten einen Mann Richtung Stegenhaus davor rennen. Dann hat sie gerannt, weil sie Angst hatte, sie verliere jetzt ihre Stelle als Etagenmitarbeiterin, weil sie die Schuld sind an diesem Schlamassel. Ja, dabei hat sie ja etwas voll Wichtiges beobachtet. Und ich habe der alten Dame aufgeholfen, habe eine Brille geputzt und ein Taxi bestellt. Es war eine Engländerin. Zum Glück kann ich schon so gut Englisch. Ja. Das Taxi zahlen dann wir, habe ich gesagt. Und wir würden sie gerne mal zum Tee oder zur Nacht einladen. Beim Einsteigen hat sie noch gesagt: «What a great young lady!» So eine tolle junge Dame heisst es. Auch die einzige, die nicht hässig war an diesem Abend. Ja, die 2 aus dem 409. Die haben sofort ausgecheckt und geflucht. Merci. Ja. Dabei mussten sie nichts zahlen. Wir haben alle Schäden übernommen und die Mami hat sich 1000-mal entschuldigt. Dann der Papa so: «Ausgerechnet heute.» Ich frage ihn: «Wieso?» «Ja,
Die Mami und er müssen gerade am nächsten Morgen auf die Bank zum Geld auslehnen. Für die Renovation der Südzimmer. Und das kostet etwa 2 Millionen. Boah! Ja, aber nach so etwas denken die auf der Bank doch, jetzt verliert der Sahnenhof noch mehr Gäste. Der macht es nicht mehr lang und denen geben wir jetzt nicht auch noch Geld. Ja, meine Mama hat den ganzen Heimweg gejammert, dass der Sahnenhof jetzt sicher zumache. Und dann, daheim, holt sie im Badzimmer für meinen Arm Desinfektionsmittel. Ja, egal. Und als ich die verschlissenen Hosen abziehe, länge ich so in den Hosensack und dann... Wo ist das Handy? Mist, die ist mir sicher aus dem Hosensack geflogen wegen diesen blöden Rösser. Ja, und ist vielleicht vertrampelt worden. Oder liegt jetzt irgendwo und rennt leise sich rein. Wir haben die Promenade abgesucht, bis es dunkel ist geworden. Nichts. Kein Sandy-Handy. Nein, aber dann sind wir zurück in Sahnenhof, in die KUG, aber unsere geheime Kommandozentrale im Ungeschoss und haben einen Beschluss gefasst. Genau. Ja, erstens, wir suchen meine Sandy-Handy, bis sie wieder bei uns ist. Kaputt oder lebendig. Und zweitens, wir finden heraus, was an diesem Nami im 4. Stock passiert ist. Warum ein Koffer kommt zu fliegen und ein Mann davor rennt. Ja, und ob echt der die Koffer hat abgeschossen. Und vor allem... Wieso? Die Koffer und die Rösser, die sie durchbrennt. In der Hotelbar haben sie am Sonntagabend über nichts anderes geredet. Ich bin im Dave, unserem Barkeeper, helfen für ein bisschen mehr Sackgeld. Aber der hat so genervt, dass es morgen eine riesige Schlagzeile in der Zeitung. Kofferchaos im Sahnenhof. Ist das Ende? Ja, und weiter siehst du die Männer an den hinteren 2 Tischen. Portugiesen, Italiener, Schweizer. Das sind Bauarbeiter von Herbergen zur Rose. Dort gibt es ein nagelneues Hotel. Das nimmt dem Sahnenhof dann noch die letzten Gäste weg. Dann könnt ihr zumachen. Wenn ihr nicht noch einen Mäzen findet. Ich habe ihm das Abtrocknungstüchlein an den Kopf geschossen und bin davon. Du hast gewusst, was ein Mäzen ist? Ja, nein, aber für das herauszufinden brauche ich keine so dumme Schnurri. Ja. Ich bin rauf in unsere Wohnung im 5. Stock in mein Zimmer und habe es auf meinem Tablet gegoogelt. Mäzene geben Geld für Sachen, die sie toll finden. Fußballclub zum Beispiel oder eben Hotel. Reiche Bonzen. Nein, grosszügige, vermögende Personen, Luis. So Ja, Blödsinn. und gerade als ich das herausgefunden habe, geht auf dem Tablet ein Chat auf. Ja. Sandy-Handy! Ja. Ich so, du lebst! Und sie schreibt, wir haben nicht viel Zeit. Luis hat mich verloren, als die Pferde kamen. Heinz hat mich fast mit dem Huf erwischt. Später hat mich ein Mann gefunden. Er hat ganz grobe Hänge, die nach Rauch schmecken. Und sie liegt jetzt bei dem im Hosensack und sie haben gehört, wie er etwas auf Portugiesisch gesagt hat. Dann habe ich geschrieben, wie sie da ins Internet käme. Ja, weil das Handy hat ja keine SIM-Karte. Sie braucht für ins Internet WLAN. Ja, genau. Und sie so, sie sind im Sahnenhof WLAN. Ich bin gerade aufgekoppelt. Aber die Verbindung sei schlecht. Vermutlich laufe der Typ gerade draussen beim Sahnenhof vorbei. Ich an das Fenster gerannt, aber auf der Straße habe ich niemanden gesehen. Auch ist er auf der anderen Seite durch. Sandy konnte gerade noch ein Foto schicken, das sie früher am Abend machen konnten. Und dann ist die Verbindung abgebrochen. Auf dem Foto, etwas verwackelt, eine Strasse. Aber am Rand, gerade unter einer Strassenlampe, eine grosse Bauabschrankung. Und drauf steht, hier entsteht die neue Rose. Ich dachte, Baustelle, Portugiesisch. Ja, vielleicht ist das Handy ja bei einem von diesen Bauarbeitern. Ja. Am nächsten Morgen haben wir in der KUG unserer Kommandozentrale abgemacht, wie weiter. Also ich gehe auf die Rosenbaustelle und probiere, etwas herauszufinden. Genau. Und Fabi bleibt beim Tablet, für wenn sich das Handy wieder meldet. Und außerdem frage ich im Hotel der Summe, ob jemand anderes den Kofferschmeisser auch noch gesehen hat, ausser die Mama von Luis. Dann sind wir zur KUG aus und da
marschiert gerade eine im Badmantel aus dem Wellness. Die Rothaarige aus dem Zimmer 103. Ja, leck, hat die gefuttert. Ja. Im Hallenbad, da schwimme ich so grusiges Zeug rum. Dann hat sie die Nathalie von der Rezeption geholt und die ist runtergekommen mit einem feuerroten Ring. Boah, die Sauerei. Jemand hat in der Nacht einen Kessel Kompost ins Wasser geleert. So halb verfaultes Gemüse und Würmli. Ja, und wir haben beide gedacht, gestern die Koffer, heute der Kompost. Das ist doch kein Zufall. Die Fabi ist geblieben und ich bin ab auf die Rosenbaustelle. Die Bauarbeiter haben gerade Pause gemacht. Und dann habe ich so gedacht, wenn das Handy in einem von diesen Hosensäcken liegt, wie findest du jetzt raus, in welchem? Aber dann fragt mich einer, was ich hier will. Und ich so, ja, Sackgeld verdienen. Er grinst und sagt auf Portugiesisch, sie haben schon ein Mädchen voran aus der Gonzo und zeigt auf einen. Alle haben gelacht. Und ich dann so auf Portugiesisch, mir lange 5 Stutz eine Stunde. Und ich wüsste, wo es die besten Sandwich gäbe. Oder Ladekabel für Handy. Händenschlag fertig. Ja, ey, die waren so baff, dass ich Portugiesisch kann. Ich habe den Job gerade bekommen. Krass. Nur der Gonzo hat mir den Stinkefinger gezeigt. Dann bin ich mit einem, der Jumba heisst, in eine Baracke für mich einen Helm geholt. Und was sehe ich dort? Eine Steckdose mit etwa 8 Handys dran. Aber das Handy war nicht dabei. Nein, eben nicht. Ja, und nachher habe ich dann so ein bisschen arbeiten, so Zeugs bringen und holen und so, vor allem für den Jumbo. Aber ich habe leider bis am Mittag nicht herausgefunden, ob das Handy dort ist. Ich bin auch nicht weitergekommen mit diesem Kofferschmeisser oder dieser Kompostsache. Ich hocke voll gefrustet in der Lobby. Da kommen die Mami und der Paps zurück vor Sitzung mit der Bank. Ich habe die Mami angeschaut und gerade gewusst, die Bank gibt uns kein Geld, um die alten Zimmer zu renovieren. Und da marschiert die Rothaarige vom 103 aus dem Lift. Oh. Mama mia, hat die meine Eltern zusammengefaltet wegen dem verdreckten Hallenbad. Ja, und die haben ja noch von gar nichts gewusst. nein. Der Paps hat gerade der Polizei angerufen. Die Mami war mega geladen. Zuerst die Koffer, jetzt das Hallenbad und die Bank leiht uns kein Geld. Da sage ich, ja, wenn die Bank nicht will, dann suchen wir uns halt einen reichen Mäzen. Aber die Mami nur, einer, der bestimmt, was im Sahnenhof läuft. Nie im Leben. Ja, der Fabi, ihre Mami, ist mordstur. Ja, und dann ist der Polizist von Grüningen gekommen und hat meine Eltern gerade rausgefragt. Sagt, gibt es jemanden, der euch schaden will? Und da ist es mir kalt der Rücken ab. Klar. Die Lady Blake. Ich zum von Grüningen. Wisst ihr noch, die fiese Lady mit dem Mops? Er nickt. Und ich nehme mich ganz Mut zusammen und sage, meine Eltern wissen noch mehr über die, aber sie wollen mir es nicht sagen. Boah. Ja, der Paps beißt sich auf die Unterlippe, die Mami, mit diesen 2 Anschlägen hat das kaum etwas zu tun. Aber der von Grüningen sagt, ich wüsste gleich gerne ein bisschen mehr über diese Lady. Ja. Und ich auch. Da schnauft die Mami tief durch. Also gut. Hock ab, Fabi. Die Lady Blake ist meine Cousine. Und ich... Was? Ich bin mit der verwandt! Lady Blake, mit mir verwandt. Als die Mami das im Büro hat erzählt, mir ist es fast schlecht geworden. Wie ist das schon wieder genau gegangen? Also, mein Grossetti, der Cornelius Weiss, hat eine Schwester, die Yvette Weiss. Ah ja. Und die haben als Kind beide im Hotel Sahnenhof gewohnt. Und als sie gross waren, haben sie gestritten, wer den Sahnenhof übernehmen darf. Sie sind sogar vor Gericht. Und Yvette hat verloren. Da hat sie geschrauen, für sie sei die Familie gestorben. Sie ist heim Koffer packen, ist mordshässig in den Zug gestiegen und sie haben sie nie mehr gesehen. Das ist 40 Jahre her. Aber dann,
taucht vor ein paar Monaten die Lady Blake im Sahnenhof auf. Und fragt mich die ganze Zeit aus, wie es um einen Sahnenhof steht. Aber selber hat sie ja viel über unser Hotel gewusst. Und da hat Mami etwas geschmeckt. Sie sucht im Estrich Tagebücher vom Grossetti und dort innen ist es gestanden. Seine Schwester Yvette ist auf England und hat dort einen Lord Blake geheiratet. Ah ja, und dann haben sie zusammen ein Kind gehabt, und das ist die Lady Blake. Genau! Und wie ihre Mami hasst auch die Lady Blake unsere Familie und den Sahnenhof. Krass. Ja, das hat der von Grünig auch gesagt, als die Mami fertig erzählt hat. Aber er hat ja auch gemeint, auch hat das wirklich nichts zu tun mit diesen Anschlägen auf den Sahnenhof. Also mit der Koffer und dem Kompost im Hauenbad. Vielleicht stecke ich da einfach einen hässigen Gast dahinter. Aber ich habe gedacht, zur Lady Blake würde es doch genau passen zu dieser Schlange. Ja, und dann wie? Ja, und dann sind wir alle zusammen ins Hauenbad Hinweise suchen. Aber wir haben nichts gefunden. Und als ich raufkomme, sehe ich in der Lobby Zeitungen, das oberste Lokalanzeiger. Chaos im Sahnenhof. Pferde durchgebrannt. Steht dort riesengross. Und drunter ein Foto von unserem verwüsteten Gartenrestaurant. Da konnte ich nicht mehr. Ja, als ich in die KOG runterkomme, in unsere Kommandozentrale, ist Fabi am Boden gehockt und hat gerannt. Ich also probiert zu trösten und wollte eigentlich eine Lagebesprechung machen. Falls Sandy Handy, ich habe einen Job auf der Rosenbaustelle und bleibe dran. Und Fabi behaltet das Tablet im Auge, wenn Sandy Handy sich wieder meldet. Aber dann haben wir Krach bekommen. Fabi hat plötzlich nicht mehr diesen Anschlägen nachgehen. Das könnte der Vogrünigen machen. Und dann hat sie gesagt, die Rettung vom Sahnenhof ist jetzt viel dringender. Der braucht Geld und das ist Chefsache. ja, und der Chef bist natürlich du. Ja, Sie gehen jetzt einen reichen Mäzen suchen. genau. Einen, der der Papst begeistert ist von ihm. Und dann kann der Papst die Mami überzeugen, habe ich gesagt. Ja, so einen Paps hätte ich auch gern. Ich habe überlegt, wo findet man reiche Leute, die Mäzen werden könnten? Ja, in einem Luxushotel denk, im Palast. Ja, aber wie komme ich dort rein? Ach ja, so wie auf einer Baustelle mit einem Job. Gute Idee. Ja. Ich habe gerade ins Palast angerufen, henne nervös und habe mich verbinden mit der Personalchefin. Das ist darum die Frau von meinem Klavierlehrer. Ich habe sie gefragt, ob sie noch eine erfahrene Hundesitterin brauchen könnte. Und sie, leider nicht, Fabienne. Aber wir haben Tenniswoche und eines der Baumädchen hat den Arm gebrochen, als sie gestern fast unter 2 Rösser kam. Kennst du dich aus mit Tennis? Und ich so, Tennis? Klar. Ja, klar. Und sie, super Fabienne, in diesem Fall morgen um 9 Uhr auf dem Platz der Junioren. Fabi ist in ihrem Leben noch nie auf einem Tennisplatz gestanden. Ich habe aufgehängt und gedacht, Fabi, spinnt's dir? Dann bin ich ins Zimmer und habe den ganzen Namen am Tablet Tennisregeln gelernt. Und gehofft, dass sich Sandy Handy meldet. Und ich bin wieder auf der Rosenbaustelle. Aber dort hat mein Vater Gonzo angemotzt, diesen Namen hätten sie keine Arbeit für mich. Dann ich so harmlos, ja, ich habe am Morgen, glaube ich, hier mein Handy verloren. Der Gonzo schaut mich scharf an und sagt, ich soll verschwinden. Und ich habe gedacht, den musst du im Auge behalten, Luis. Wenn einer von denen ein Handy findet und nicht zurückbringt, dann der. Etwa am 4 Uhr hat es mir vor lauter Tennis den Kopf verblasen. Also gehe ich mit ein paar Fragen runter zum Paps. Der steht in der Sahnenstube am Tisch 6. Und wer hockt dort? Die nette alte Engländerin, die fast unter die Sonnenstoren kam. Der Paps und sie haben auch schon ein Zeitchen miteinander geredet. Und wir haben sie dann noch zum Taxi begleitet. Als sie ist abgefahren, sagt der Paps, «Das habe ich noch nie erlebt, Fabi. Gestern wird Mrs. Miller fast erschlagen und heute kommt sie gleich wieder.» Ja, aber dann hast du ihm mit dem Tennis gerade die Laune verdorben. «Oh ja, du. Einen Job annehmen, wo man keine Ahnung hat. Sag mal, geht's dir noch gut?» Ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass ich im Palast nur reiche Leute lernen kennen. Nein, weil dann wären nämlich noch gerade Leute geworden. Aber er war auch ein bisschen stolz auf mich. Am Abend bin ich wieder im Dave in die Bar helfen.
Auf dem Weg dorthin sehe ich, wie die Mami in der Lobby mit dem Nachtportier schimpft. Ja, der muss ja auch noch putzen zur Nacht und vor allem Rundgänge durch das Hotel machen. Genau. Und die Mami sagt, er solle gefälligst besser aufpassen. Kompost im Hallenbad oder so etwas, weil sie dann nicht mehr sehen. In der Bar hatte es nur wenige Leute. Und ich habe auf das Tablet geschaut, aber unser blödes, altes Internet war wieder mal überlastet. Ja. Und es sind keine Nachrichten reingekommen. Dann bin ich halt früh ins Bett und bin eingeschlafen. Aber plötzlich... Bling! Das Handy. Das Nacht um 3. Ja, und wieder aus dem Hosensack. Sie schreibt, ich bin im Internet vom Sahnenhof. Ich glaube, der Dieb steht in der Lobby. Ich so denkt, was? Der ist im Sahnenhof innen. Das Nacht um 3. Was will der da? Und vor allem, was machst du jetzt, Fabi? Ich hatte keine Ahnung, was machen. Die Nacht um 3 und der Typ mit dem Sandy-Handy im Hosensack schleicht durch den Sahnenhof. Soll ich dem jetzt nachher? Aber das Sandy-Handy hat wie wild geschrieben. Sie haben Louis seine Stimme auf der Baustelle gehört. Der Typ arbeitet dort. Aber wenn er nicht arbeitet, dann tut er nur gamen. Und sie haben darum die längste Zeit keinen Akku. Heute Abend sind er wieder in der Sahnenhofbar gehockt und dann ist die Verbindung abgebrochen. Ja, auch weil er zum Sahnenhof raus ist. Am nächsten Morgen bin ich sofort zum Luis gerannt. Luis, wir haben recht gehabt. Das Handy ist wirklich bei einem deiner portugiesischen Bauarbeiter. Und der ist die Nacht im Sahnenhof herumgeschlichen. Wir haben uns angeschaut. Ja, heisst es, der das Handy hat, ist vielleicht der gleiche wie der die Anschläge auf den Sahnenhof macht? Ja, vielleicht. Ja, ich habe gerade gesagt, das ist im Fall der Gonzo. Jede Wette, zu dem würde es doch passen. Der hockt am Abend in der Bar, geht dann aber nicht heim, wenn sie zumacht, sondern versteckt sich irgendwo, bis alles schläft und dann schlägt er zu. Aber die Nacht ist ja gar nichts passiert. Ja, vielleicht hat er nur ausspioniert, was er als nächstes machen könnte. Und dann hat Fabi so, dann geben wir jetzt dem Vogrünigen sofort einen Hinweis und dann kann der Gonzo sofort verhaften. Und ich, ja toll, dann kommt er ins Gefängnis und das Handy in seinem Hosensack nicht, oder was? Und Fabi, ja, dann musst du ihm halt vorher zurückklauen. Ja super, das ist im Fall gar nicht so einfach. Weisst, dir habe ich das halt zutraut, Luis. Ja, aber weisst, auf der Baustelle haben sie mich nur so umgejagt. Ich habe dabei die ganze Zeit probiert, den Gonzo nicht aus den Augen zu lassen und bin voll über so Armierungseisen gestockelt. Der Gonzo hat blöd gelacht. Aber der Jumbo hat mir nicht das Knie verpflastert. Der hat geraucht wie ein Chemie. Ist aber gleich nett gsi. Seine Tochter in Portugal sei auch gleich alt wie ich, hat er gesagt. Und dabei so traurig gelächelt. Der hat es auch vermisst. Erzähl du. Also, ich bin ins Palace rauf, Henne aufgeregt. Die haben für Baumädchen extra nur für diese Woche Dressli machen. Mit Aufdruck. Palace Tennis Weeks. Krass. Ja, und dann komme ich auf den Sandplatz und sehe die Tennisgielen. Russen und Engländer und Chinesen. Und ich habe gerade all das Tenniszeugs vergessen, das ich gelernt habe. Nach einer halben Stunde grinset der eine Bub so und sagt auf Englisch, ich sei sicher das erste Mal Ballgirl. Ich feuerrot angelaufen und gesagt, yes, but I learn speed. Also, ich lerne schnell. Da hat der Hennenherzig gelacht und gesagt, er sei der Bob. Er könne dafür sorgen, dass ich immer bei ihm Einsatz habe. Das sei so nicht so schlimm, wenn ich Fehler mache. So süß. Ja. Ja, und am Mittag haben der Bob und ich ein bisschen geschnurrt. Seine Grandma, also seine Grossmami, mache hier Wellness und er den Tenniskurs. Aber am Freitag fliegen sie zurück auf London. Und dann hat er mir seine Handynummer gegeben. Ja, ich hätte im Fall auch lieber einen Job im Luxushotel als auf einer Baustelle. Als ich vom Palace in Sahnenhof zurückkomme, haben sie über dem Gartenrestaurant gerade die neue Store fertig montiert. Und wer sitzt dort und schaut zu? Die Mrs. Miller, schon wieder. Genau. Und die hat so Freude gehabt, als ich bekam.
Dann hat sie den Paps gefragt, wie viel das die Store denn kostet. Zuerst hat er geschwiegen, aber sie hat nachgehakt, bis er es gesagt hat. 25'000 Franken. Und da sagt doch die, sie übernehmen die Rechnung. Der Paps mit so Augen. Das kann er unmöglich annehmen. Dann lächelt sie. Im Sahnenhof sei es zwar manchmal ein bisschen aufregender als nötig, aber das Traditionshaus hat einen guten Spirit, also einen guten Geist. Und wir sollen die Unterstützung bitte annehmen. Sie haben viel Glück im Leben. Ja, auf Deutsch gesagt, ich habe so viel Geld, ich weiss nicht, woher damit. Und da hat der Paps genickt. Wow! Als Mrs. Miller ist gegangen, sage ich so zu ihm: Paps, sie ist reich und nett. Sie wäre sicher eine super Mäzenin für einen Sahnenhof. Er hat mich nur angeschaut und nichts gesagt. Aber am Abend höre ich, wie der Paps in der Küche zu Mami sagt, die Fabi fängt an von einem Mäzen reden und am anderen Tag kommt eine und übernimmt einfach mal 25'000 Franken. Vielleicht ist das ein Wink vom Schicksal. Aber die Mami hat nichts gesagt. Ja, und dann bin ich nach der Nacht wieder in die Bar zum Dave Gläser polieren. Oder endlich ein bisschen chatten. Ich denke nichts dafür, dass der Bob mir plötzlich schreibt. Und du bist ja nicht da gewesen, so wie wir es abgemacht haben. Ja. Dass du kannst sagen, welches der Gonzo ist, wenn er in der Bar hocken würde. Meine Mama hat mich nicht mehr rausgelassen wegen meinem geschwungenen Knie. Ja, dann haben der Bob und ich halt ein bisschen gechattet. Nein. Jemand war schon mal im Buckingham-Palast und er erzählt ein bisschen von seiner Zwillingsschwester, die statt Tennis spielen lieber reiten mit ihrem Dad. Auf ihren eigenen Reithof. Und die Mami alleine daheim, frage ich. Und er wieder: Seine Mutter wohnt seit ewig nicht mehr daheim. Die kenne er eigentlich gar nicht. Seine Schwester und er wohnen beim Dad und bei der Grandma. Und er, mitten drin, poppt auf dem Tablet ein anderer Chat auf. Sandy Handy im Internet vom Sahnenhof. Fabi, schreibt sie, ich bin in der Bar. Tu was? Ich sofort von der Abwaschmaschine weg, vorne schauen. An den hinteren Tischen hocken 8 Bauarbeiter. Auf den Tischen liegen 4 Handys. Haben alle gleich ausgesehen. Jetzt wäre es eben gut gewesen, wenn der Luis da gewesen wäre. Ja. Ja, ich überlege. Dann gehe ich wieder hinterher in die Abwäsche und schreibe: Jetzt brauchst du Mut, Sandy-Handy. Dass ich herausfinden kann, welcher das dich geklaut hat, muss sein Gesicht fotografieren. Mit Blitz. Sandy-Handy hat mega Schiss, den Gonzo zu fotografieren. Ja, logisch. Wenn der merkt, dass sie viel mehr ist als ein normales Handy. Schon klar, aber wie hätte ich sonst so herausfinden wollen, dass es ist? Ja, ich weiss auch nicht. Ich habe der Sandy-Handy ja versprochen, dass wir zuerst sie zurückholen und der Gonzo erst nachher der Polizei verraten. Da hat sie geschrieben, also gut, sie wage es. Aber ausgerechnet dann ist Shooten gekommen und alle Bauarbeiter haben zum Fernsehen aufgeschaut und das Sandy-Handy auf dem Tischli hat mit ihrer Kamera am Gonzo sein Gesicht nicht mehr gesehen. Aber dann schiesst einer ein Goal. Die Männer kumpen auf, dabei tätscht einer mit der Hand aus Versehen an eines der Handys. Er merkt es, schaut runter und da hat es blitzt. Und ich wusste, welches das Sandy-Handy ist. Und welches der Gonzo? Haben die Männer das Handy angestarrt und angefangen zu diskutieren und darauf herumdrücken. Mein Herz hat bis in den Hals aufgeschlagen. Und ausgerechnet dann kommt die Mami in die Bar. Es ist gleich 12 Uhr, Mädchen. Wenn du nicht in 5 Minuten im Bett bist, kannst du deinen Sackgeldjob in der Bar für 2 Wochen vergessen. So ein Mist! Ich konnte nicht einmal mehr schauen, ob das Handy das Foto schicken konnte. Ich musste das Tablet in der Bar liegen und sofort in die Wohnung rauf. Ja, die Eltern von Fabi denken ja, das Tablet gehöre dem Dave und nicht der Fabi. Weil sie dürfte ja eigentlich noch gar keins haben. Ja. Dann liege ich wach im Bett und denke, was, wenn der Gonzo in dieser Nacht wieder etwas Fieses geplant hat? Und überhaupt, wieso macht er das? Irgendwie muss die Lady Blake hinter diesen Anschlägen auf den Sahnenhof stecken.
Ich war fast sicher. Erst rechtzeitig gewusst, warum die uns so hassen. Oh, könntest du nicht noch mal schnell... Die Mutter von Lady Blake ist die Yvette Weiss. Und die Yvette Weiss ist die Schwester von meinem Grossetti. Ah ja. Und die beiden haben gestritten, wer den Sahnenhof übernehmen darf. Und Yvette hat verloren, ist mordshässig ab auf England, hat der Lord Blake geheiratet und mit ihm ein Kind gehabt. Die Lady Blake. Und die ist auch mordshässig auf euch. Ist ja gut. Ich habe halt nicht so eine komplizierte Verwandtschaft. Ich kenne ja nicht mal meinen Vater. Dann im Bett kommt mir plötzlich in den Sinn, nein, ich habe in der Bar beim Chatten den Bob vergessen. Der ist sicher verrückt. Ich bin ewig wach gelegen. Und ich bin am nächsten Morgen gerade über in den Sahnenhof hören, ob die Fabi am Abend in der Bar etwas herausgefunden hat. Ich wollte so durch den Eingang der Sahnenhof-Pizzeria rein, aber dort ist eine Aufregung. Jemand hat in der Nacht eine Kanne Öl ausgeleert. Das sind 10 Liter. So ein Geschmier, da putzt ist ein Tag. Ja, ich habe sofort gedacht, Koffer, Kompost, Öl. Das ist der 3. Anschlag. Genau. Der Gonzo hat die Nacht wieder zugeschlagen. Aber die Fabi war nie rum und ich musste auf die Baustelle gehen. Ja, ich habe voll verschlafen. Ich bin gerade runtergerast in die Bar zum Tablet und drauf war das Foto. Das Handy konnte es am Abend noch schicken. Ich habe mir das Gesicht gut gemerkt und gedacht, in der Mittagspause vom Dennis gehe ich auf die Baustelle zum Luis. Hättest du ja das Tablet mitnehmen. Ja, und dann wird es in der Garderobe geklaut. Sicher nicht. Ja, und was hast du auf dem Tennisplatz deinem Bob erzählt? Dass du ihn am Abend hast vergessen? Nein, dass der Akku vom Tablet leer war. Aber dann bin ich rot geworden und der Bob ist ja nicht blöd. Ich dachte, Fabi, jetzt musst du ihn ablenken und anfangen zu erzählen, dass unser Sahnenhof Schwierigkeiten hat und dass ich darum im Palast Mäzen suche. Also einen, der uns Geld gibt, um das Zimmer zu renovieren. Der Bob war nett. Ja. Ob ich nicht im Palast zu Mittag essen mit ihm und seiner Grandma. Seine Grossmami kenne ich darum viele Leute. Aber ich musste doch auf die Baustelle müssen. Vor dem Mittag, also bevor die Fabi kam, sind der Jumbo und ich in die Sahnenhof-Pizzeria Pizza holen und der Jumbo noch Zigaretten. Ich habe gesagt, das sei ungesund im Fall. Und er so, ja, er könne nicht aufhören. Der war so unruhig oder hat irgendwo hergestarrt und umgekehrt. Der hat sicher Heimweh nach seiner Familie, habe ich gedacht. Ja, und dann haben wir auf der Baustelle Pizza verteilt, sind hergehockt und haben angefangen zu essen. Und da kommt Fabi zu rennen. Sie sieht mich, bleibt stehen und starrt Jumbo an. Ich denke, was ist jetzt? Dann winkt sie, ich soll zu ihr kommen. Und dann sie so... Der neben ihm bist gehockt, das ist nicht. Und ich so, was wer? Der Gonzo, der hat das Handy. Und ich so, nein, das ist der Jumbo, nicht der Gonzo. Aber das ist der das Handy gestern Abend in der Bar hat fotografiert. Und ich nie im Leben, du verwechselst ihn. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Dann habe ich den ganzen Namen am Jumbo geholfen und er war so nett wie ging. Der soll all die Anschläge gemacht haben. So verlogen kann doch keiner sein. Aber so ganz wohl war es mir nicht gleich nicht mehr. Und ich konnte ihm ja nicht einfach in den Hosensack legen, um zu schauen, ob er das Handy hat oder nicht. Nein. Ich bin wieder ins Palast auf den Tennisplatz. Am 3 hat der Bob sein letztes Match gespielt und er hat gesagt, so, jetzt erzählen wir meiner Grandma vom Sahnenhof. Wir sind in ihre Suite. Boah, doppelt so gross wie die Sahnenhof Königssuite. Aber sie war nicht dort. Sie waren auch im Wellness. Und er hat der Bob die Idee gehabt, ich könnte ihm doch den Sahnenhof zeigen. Wir sind runterspaziert und er hat sogar meine Hand genommen. Oh, ja. Und beim Sahnenhof, wer hockt schon wieder im Gartenrestaurant? Mrs. Miller. Ja, und dann schaut doch der Bob sie an und sagt, «Ah, Grandma, here you are.»
Grossmutter von Bob. Ich konnte es fast nicht glauben. Dann wollte Bob mir ihr vorstellen, aber sie lächelt. Wir zwei kennen uns schon und es ist wonderful, dass ihr Enkel sich ausgerechnet mit dem flotten Mädchen vom Sahnenhof angefreundet. Ja, ich bin schon viel länger angefreundet mit dir als der. Die Mami und der Babs haben schön geschaut, ich mit so einem Bub. Ja. Dann habe ich ihnen den Bob vorgestellt und dann sind wir alle zusammen den Sahnenhof anschauen. Ja, und der dumme Fehler von Bob, hä? Ja, das hätte ich schon noch erzählt, Luis. Ja. Außerdem hätte er ja nicht wissen, dass meine Eltern keine Ahnung haben. Ja, pff. Ja, eben. Der Bob hat halt einfach drauf losgeredet. Ich habe mich einfach als Baumädchen im Palast beworben, als Anfängerin. Nur um für den Sahnenhof einen Mäzen zu suchen, der uns Geld gibt, zum Zimmer zu renovieren. Er fand es so toll. Oh Mann. Die Mami hat mich angestarrt. Boah. Und ich feuerrot und der Papst schaut sie an, wie wenn er sagen will, sag jetzt nichts, sag jetzt einfach nichts. Mrs. Milner hat es gerade gecheckt. Ups, die Mutter weiss von nichts. Und darum sagt sie zur Mami, «What a courageous girl, you must be very proud.» Geht's auf Deutsch? So ein mutiges Mädchen, die sind sicher stolz auf sie. Ja, und nach so einem Kompliment hat die Mami natürlich nicht mehr schimpfen. Dann wollte Grandma von Bob gerade mitkommen, den Sahnenhof anschauen. Ja, und ich habe sicher eine Stunde in Kalk in unserer Kommandozentrale unten gewartet. Ja, so eine Führung dauert, Luis. Ja. Alte Leute soll man nicht hetzen. Die Mrs. Miller wollte alles wissen. Und ich habe erzählt, dass, wenn ich eines Tages das Hotel übernehme, ich schon die 4. Generation Weiss auf dem Sahnenhof sei. Alle haben gesagt, wie gut ich schon Englisch kann. Vor allem der Bob. So ein Schleimer. Nein, so ein Gentleman, Luis, da kannst du dir eine Scheibe abschneiden davon. Ich habe extra auch noch eines der alten Südzimmer gezeigt, dass Mrs. Miller sieht, wie schlecht die jetzt weg sind. Dann fragt sie der Babs, was die Renovation von denen denn kostet. Am liebsten hat sie gerade gesagt, 14 Zimmer, 1,5 bis 2 Millionen. Aber der Babs hat um einen heissen Brei herumgeredet. Typisch. Dann fragt Mrs. Miller, wie viele Zimmer es seien. 14, sage ich. Und sie rechnet und sagt, about 2 million Swiss francs, I think. Die hat sich ausgekannt. Ja, und bevor sie wieder ins Palast rauf sind, fragt sie, ob wir nicht morgen Nachmittag ins Palast auf einen Tee vorbeikommen. Ich hätte sie umarmen. Ja, schön. Und ich hocke in KG, suche einen Weg zum Sandy-Handy retten, nur du fertig von der Rosenbaustelle, wo ich den ganzen Tag gekrampft und du... Ich bin ja dann gerade runtergekommen, Luis. Mit dem Tablet und einem Foto. Und auf diesem Foto war nicht der Gonzo, sondern der Jumbo. Jetzt habe ich es mit den eigenen Augen gesehen. Der Handydieb und Sahnenhof-Attentäter ist mein Freund Jumbo. So ein verlogener Sack. Dann sehe ich auf das Mal, dass das Sandy-Handy unterdessen noch ein anderes Foto hat geschickt. Ja, es war ein Foto von Rosenbaustelle. Mir denkt, warum schickt sie das? Da schnappt Fabi nach Luft und da sehe ich so. Im Hintergrund auf diesem Foto hockt ein Mops. Einer, der sabbert. Kleopatra! Von Lady Blake. Wir uns nur angeschaut. Der Saberi-Mops der grössten Filmdin vom Sahnenhof auf der gleichen Baustelle wie der Sahnenhof-Attentäter. Was hat das zu bedeuten? Ja, und dann ist das 20 runtergefallen. Baustelle. Ja. Die Lady Blake kauft doch mit ihrer Firma Häuser und Hotel und baut sie dann um. Vielleicht gehört die Rose ja ihr. Ja, und sie will mit dem neuen Hotel am Sahnenhof Gäste abluchsen. Genau. Aber was hat der Jumbo mit all dem zu tun? Ja, der Jumbo ist der Kill von Lady Blake. Ich hab's gewusst. Der macht all die Anschläge für sie, um dem Sahnenhof noch mehr Schaden. Der Verräter! Und vielleicht hat er in dieser Nacht wieder etwas vor. Ja. Und dann haben wir angefangen zu planen. Wir gehen beide früh schlafen, ganz harmlos. Ich ohne Stress mit Mami, aber dafür mit dem Tablet. Wenn der Jumbo in die Bar kommt, meldet sich das Handy. Und sobald der ganze Sahnenhof schlaft und der Jumbo loslegt, schleiche ich in die KUG runter. Dort warte schon ich. Ich bin daheim auch ab. Und zu zweit schleichen wir im dunklen Sahnenhof am Jumbo nachher.
Das Sandy-Handy in seinem Hosensack führt uns so gut wie es geht. Wir warten, bis er an einem Ort ist mit 2 Eingängen. Dann können wir uns von beiden Seiten anschleichen. Im richtigen Augenblick vibriert dann das Sandy-Handy. Der Jumbo klopft, nimmt es aus dem Hosensack. Die Fabi macht auf der einen Seite im Dunkeln ein Geräusch. Der Jumbo ist abgelenkt. Ich komme von der anderen Seite und reisse ihm das Sandy-Handy aus der Hand und renne weg. Die Fabi rennt auf der anderen Seite auch davon. Das lenkt ihn ab von mir. Dann schlagen wir Alarm, der Nachportier kommt und wir machen uns mit der Sandy-Handy aus dem Staub. Ein super Plan. Wenn man sich daran gehalten hat. Ja, ich weiss. Wir sind heim um 9:30 brav ins Bett. Am 10 meldet sich das Handy auf dem Tablet. Der Jumbo sei in der Bar. Ich habe sie in unseren Plan eingeweiht. Sie schreibt, der Jumbo hat den ganzen Abend gegamet. Ihr Akku sei halb leer und sie stelle darum jetzt ab, bis es losgeht. Aber um 11 Uhr meldet sie sich ganz aufgeregt noch einmal. Der Jumbo suche etwas im Internet. Und dann schickt sie mir die Fotos von ihrem Display, wo man die Internetseite drauf sieht und die Wörter, die der Jumbo mehr darüber wollte wissen. Spielschulden, Erpressung und Brandstiftung. Brandstiftung! Brandstiftung! Ich bin gerade aus dem Bett gegumpelt. In mir innen hat alles angefangen zu flattern. Wenn der Jumbo den Sahnenhof anzünden will, dann muss ich doch sofort die Mami oder Paps wecken. Aber dann hat sich das Handy wieder auf dem Tablet gemeldet, wir müssen unbedingt zuerst sie retten. Weil wenn wir den Jumbo jetzt verraten, dann lande sie mit dem im Gefängnis und kann nie mehr zu uns zurück. Und dann fragt sie mich, was mir wichtiger sei. Ein Brandschaden oder sie. Voll brutal. Ja. Dann habe ich geschrieben, du. Und dann habe ich überlegt, wo im Haus die Feuerlöscher deponiert sind. Am 12 Uhr hat der Jumbo in der Bar gezahlt und ist sich verstecken. Ja. Das Handy in seinem Hosensack hat geschrieben, er sei einen Steg ab und sei jetzt auch im WC im UG am Warten, bis alles ruhig sei im Hotel. Und ich bin um 12:30 daheim abgeschlichen und wie eine Pizzeria in den Sahnenhof rein. Ich habe darum Luis einen Schlüssel gegeben. Ich bin in KG, unsere Kommandozentrale, runtergewartet. Wie abgemacht. Wenn ich gewusst hätte, dass der Jumbo gerade nebendran im WC ist gehockt. Eine Ewigkeit habe ich gewartet. Im Dunkeln. Ich habe extra kein Licht gemacht. Ja, und irgendwann bin ich auch eingeschlafen, weil plötzlich verwache ich. Ich habe nebendran eine Tür gehört. Ich habe zur KUG rausgespienzelt und gerade noch den Jumbo gesehen, wie er die Stege darauf verschwindet. Oh Mann, wo bleibt Fabi, denke ich. Ich muss dem nachher. Bei mir hat sich gerade dann das Handy gemeldet. Es geht los. Jumbo ist die Treppe wieder hoch. Aber der hat eine Stunde lang Games gespielt. Ich habe nur noch 11% Akku. Oh oh. Ich also ganz säuferlich die Zimmertür auf, schleiche barfuß durch den Gang. Oh nein! Aus dem Schlafzimmer von meinen Eltern ist noch Licht gekommen. Ich bin ganz langsam vorbei zur Wohnungstür. Leisli auf, Leisli zu. Geschafft. Und dann sofort runter in die KUG. Und ich bin unterdessen im Jumbo hängen nachher, die Stege drauf. Die Fabi findet mich dann schon, habe ich gedacht. Das Handy führt sie ja zum Jumbo. Oben in der Lobby sehe ich gerade noch, wie die Tür zur Küche zugeht. Ganz langsam. Ich konnte sie gerade noch aufhaben und bin leise hinter dem Jumbo in die Küche rein. Dann stehe ich dort und denke, Mist, was mache ich jetzt ohne Fabi? Ja, und ich stehe in der KUG unten und denke, Kopf, Luis, warum bist du nicht da? Gut war Vollmond. So habe ich in dieser Küche wenigstens ein paar Umrisse gesehen. Aber da macht der Jumbo die Taschenlampe vor Handy an. Es gibt einen Lichtstrahl und ich sehe, dass er etwa 10 Meter vor mir steht. Zum Glück mit dem Rücken gegen mich. Ja, und als der Jumbo die Taschenlampe vor Handy anmacht, schaltet die gleichzeitig die Kamera vorne ein, fährt an filmen und schickt mir alles direkt auf das Tablet. So schlau! Ja! Ich sehe, dass der Jumbo in der Küche ist und renne rauf in die Lobby zur Küchentür. Zu der
gleichen Zeit geht der Jumbo zum Gasherd, sucht den Gasregler, findet ihn und dreht ihn auf. Ich hätte fast losgekriegt. Gas! Da könnte der ganze Sahnenhof in die Luft fliegen. Ja! Ich habe nicht gewusst, was machen. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der Luis hinter dem Jumbo steht. Ja, und ich habe nicht gewusst, wo die Fabi ist und ob sie weiss, was passiert. Als es angefangen nach Gas zu schmecken, habe ich gedacht, so, jetzt reisst ich am Jumbo das Handy aus der Hand, dann zur Küche aus, laut schreien und ab. Ja, weil nebendran, in der Sahnenstube, nimmt ja der Nachtportier den Boden auf. Der hört das, denkt er schon. Und kommt, schmeckt das Gas, stellt es ab und rennt vielleicht dem Jumbo hinten nach. Aber gerade in diesem Moment schreibt das Handy, sie haben nur noch 4% Akku. Sie müssen etwas probieren. Dann blendet sie im Jumbo eine Nachricht auf dem Display ein. Stell das Gas ab. Lass dieses Handy in der Küche und verschwinde. Du wirst beobachtet. Ich sehe, wie der Jumbo etwas auf das Sandy-Handy liest. Er zuckt zusammen, dreht sich um und zündet mit der Taschenlampe genau in meine Richtung. Und ich sehe auf dem Tablet den Luis in der Küche. Ja, und der Jumbo sieht ihn natürlich auch. Aber das Sandy-Handy checkt das Gerät und stellt sofort ihre Taschenlampe ab, dass der Jumbo mich nicht mehr sieht. Er probiert, die Taschenlampe wieder anzumachen, aber das Handy blockiert sie. Das lenkt mir zum Zack auf den Boden runter und zur Abwaschanlage und dort drunter zu schnacken. Blöderweise hat der Jumbo eine Ahnung, wo ich durch bin. Kommt nachher und bleibt genau bei mir stehen. Seine Schuhe vor meiner Nase. Ich wollte gerade in die Küche stürmen, aber da schreibt das Handy Akku gleich leer. Ich probiere noch was. Dann schaltet sie die Selfie-Kamera ein, sodass sie im Licht vom Display das Gesicht von Jumbo sieht und blendet ihm noch einmal eine Nachricht ein. Kannst das Handy behalten, dann weiß ich, wo du bist. Ich habe es nämlich gehackt. Bitte lächeln, du wirst fotografiert. Ja, und dann blitzt's. Der Jumbo erklüpft, lässt das Handy gehen, die geht ihm auf die Schuhe und rutscht direkt zu mir unter die Abwaschanlage. Sie war wieder bei mir, endlich! Der Jumbo flucht, tastet sich zur Tür in die Lobby und macht sie auf. Und ich stehe davor und geisse. Der Jumbo macht einen Gump zurück in die Küche. Und ich erklüpfe an und schlage mir den Kopf an der Abwaschanlage so fest an, dass es Hände kesselt. Und dann ist es am Jumbo so geschmuch geworden, dass er auf die andere Seite der Küche und durch einen Lieferanteneingang davon ist. Ich bin sofort vorgekrochen und zum Herd das Gas abstellen. Und ich stehe immer noch starr vor Schreck vor der Küchentür. Dann tätscht hinter mir die Tür zur Sahnenstube auf. Ich gehe gerade noch einmal und der Nachtportier kommt auf mich zu und sagt «Fabi?» Und ich dort so barfuß und im Pischi, ein Tablet in der Hand, das ich gar nicht haben durfte, und denkt «Was machst du jetzt?» Ich bin dort in der Lobby gestanden, barfuß und im Pischi, und habe den Nachtportier angestarrt. Und der hat mich auch angestarrt. Ich durfte ja nicht verraten, was los ist. Ja, wir haben ja nur dank des Sandy-Handy herausgefunden, dass der Jumbo die ganzen Anschläge auf den Sahnenhof gemacht hat. Und das Sandy-Handy musste unser Geheimnis bleiben. Genau. Ich stehe also wie angegossen vor dem Nachtportier. Und er wieder «Fabi?» Und ich starre und sage nichts, weil ich nicht weiss, was. Und da habe ich eine Idee. Ich starre weiter, strecke langsam die Arme aus, in rechten Hand immer noch das Tablet und anfange zu laufen. Der Nachtportier hat auch noch nie jemanden gesehen in echt Schlafwandeln. Ja, immerhin hat er gewusst, dass man so jemanden nicht wecken darf. Ja. Er hat mich ganz säuferlich zum Lift geführt und aufgebracht. Hat der Paps der Wohnungstür grosse Augen gemacht. Im Bett hat er mir gesagt, er würde mich für das Tennis am nächsten Tag abmelden und hat mich zugedeckt wie ein Kindchen-Mädchen. Das will ich auch mal. Ja, ich habe in dieser Zeit in der Küche eines der Kippfenster aufgemacht, dass das Gas raus kann, und bin heimgeschlichen.
Sandy Handy hätte ich am liebsten mit ins Bett genommen. Aber sie hasst ja einen leeren Akku. Darum habe ich sie an die Steckdose gehängt und bin halbtot ins Bett gefallen. Wir haben beide verpennt. Ja, aber das war ja gleich, weil auf die Baustelle hätte ich nicht mehr können. Der Jumbo hat mich letzte Nacht sicher erkannt. Stimmt. Und die Sandy Handy war ja jetzt wieder bei mir. Als sie eingeschaltet hat, hat sie mir mit so Lachsmileys entgegengeblinkt. «Ist das schön, dich wiederzusehen», sagt sie. Und dann hat sie mir auch noch die Fotos gezeigt von diesen Wörtern, die der Jumbo im Internet hat nachgeschaut hat. Spielschulden, Erpressung und Brandstiftung. Und ich dachte, krass, und bin über in Sahnenhof. Als ich erwacht bin, hockt der Paps am Esstisch am Laptop. Nebendran mein Tablet. Oh. Ich gehe zu ihm und sage, Paps, ich habe fürchterliches Zeugs geträumt und umarme ihn. Das funktioniert immer. Der hat mich sogar auf eine Chance genommen. Dann sagt er, Fabi Böhnli, weisst du, was letzte Nacht passiert ist? Du hast geschlafwandelt und in der Bar und Dave sein altes Tablet geholt. Ich habe mega gestaunt, dass mir so etwas ist passiert. Und dann sage ich, Babs, kann ich aber ein Glas Grapefruitsaft holen? Ich würde auch gerade am Dave das Tablet in die Bar zurückbringen. So ein Quatsch! Ja, Väter glauben halt alles. Ich habe mich angelegt und bin runter in die KG. Ja, wo wir schon gewartet haben. Eins Hallo hat es gegeben. Ja. Und Sandy war ganz übermütig. Da bin ich einmal ein paar Tage weg und schon ist der Luis Bauarbeiter und die Fabi bis über beide Ohren verliebt. Das stimmt gar nicht. Mo. Und dann ist die Fabi ganz rot geworden. Aua. Ja, sicher schon. Dann hat Sandy Handy Merci gesagt, dass wir sie gesucht haben. Und ich, das war Teamwork. Team Fabi, Luis, Sandy Handy. Von jetzt an heissen wir nur noch so. Aber die Sandy Handy hat gesagt, na, viel zu lang. Team FLS, das klingt besser. Oh ja! Ja. Dann haben wir überlegt, wieso echt der Jumbo im Internet die Wörter gesucht hat. Spielschulden, Erpressung und Brandstiftung. Brandstiftung ist klar, habe ich gesagt. Der will den Sahnenhof anzünden. Und dann die Sandy Handy. Aber vielleicht macht der das gar nicht freiwillig. Vielleicht erpresst ihn die Lady Blake. Und genau. Der Jumbo hat mit der Lady Blake um Geld gespielt und immer verloren. Und darum hat er jetzt Schulden bei ihr. Spielschulden. Und die Lady Blake sagt, er müsse ihr das Geld nicht zurückzahlen, wenn er dafür am Sahnenhof zu Leid wäre. Ja, aber dann hat Fabi gemeint, Kabis Luis, die spielt doch nicht mit einem mausarmen Bauarbeiter Poker. Ja, dabei hat es fast gestummen. Aber nur fast. Da sagt das Handy, wisst ihr was, das überlassen wir jetzt der Polizei. Dann hat sie dem Vogrünigen eine Nachricht geschickt, aber so, dass der nicht herausfinden konnte, von wem sie kam. Ein gewisser Jumbo von Rosenbaustelle sei der Sahnenhof-Attentäter und er wollte das Hotel anzünden. Genau. Und die Fotos mit den Wörtern aus dem Internet hat sie ihm auch noch geschickt. Dann haben wir an der Rezeption den Gästenfeldstecher gestibitzt und mit dem sind das Handy und ich zur Alpenblickstrasse rauf. Von dort sieht man direkt auf die Rosenbaustelle runter. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, wie sie den Jumbo verhaften. Und meine Aufgabe war es, meine Eltern darauf zu lüpfen, dass hinter dem Ganzen die Lady Blake steckt. Ja. Die neue Besitzerin von Rosen. Ich bin zu ihnen und habe gesagt, ich habe von Lady Blake geträumt. Ich habe sicher wegen dem geschlafwandelt. Krass, dass die uns so hasselt. Nur wegen ihrer Mutter. Könntest du vielleicht noch einmal schnell sagen? Ah, Luis, könntest du das etwa merken? Ja, Also, die Mutter von Lady Blake ist Yvette Weiss. Und Yvette Weiss ist die Schwester von meinem Grossetti. Ja. Sie hat den Sahnenhof nicht bekommen und war darum mordshässig und ab auf England. Und genau wie ihre Mutter hasst auch die Lady Blake uns. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Dann ich so zu Mami. Mensch, Lady Blake ist mit ihrer Firma nur darum in die Schweiz gekommen, dass sie den Sahnenhof übernehmen kann, wenn uns das Geld ausgeht. Und die Mami, ich würde es ihr zutrauen. Dann ich,
Die Schlange kann ja ein eigenes Hotel auftun, von mir aus die Rosen. Wer baut die eigentlich? Oh, voll fies. Das hat gut funktioniert. Der Paps, irgendein Investor. Und ich, was ist das? Und der Paps, ein Reichs, der investiert, also sein Geld zum Beispiel eben in ein Hotel steckt. Dann ich, okay, ja, so wie die Lady Blake. Da schauen sich die Mami und der Paps an und ich wusste, hoppla, jetzt fängt es an zu denken. Der Paps hat den Laptop aufgeklappt und nach 20 Minuten haben wir es gewusst. Hinter dieser Firma, die die Herberge zur Rose zu einem modernen Hotel umbaut, steckt eine andere Firma und hinter dieser nochmal eine und nochmal eine und zuhinterst hinten steckt die von der Lady Blake. Ja, ihr gehört die Rose. Genau so, wie wir es gedacht. Ja, die Mami hat gerade angefangen zu schimpfen, aber da läutet ihr das Handy. Der Vogelrühnige. Die Mami geht auf Lautsprecher, dass wir so hören. Und er sagt, die Polizei hat einen anonymen Hinweis bekommen. Ein Bauarbeiter von Rosen soll die Anschläge auf den Sahnenhof gemacht haben und anscheinend will er das Hotel jetzt auch noch anzünden. Meine Eltern haben fast eine Herzbaracke bekommen. Ja, also 2 Herzbaracken. Ja, ich war natürlich auch mega schockiert. Dann die Mami zum Vogelrünigen. Das ist jetzt ein komischer Zufall. Ich habe euch doch von Lady Blake erzählt, meiner Cousine aus England. Seit 2 Minuten wissen wir, dass der die Rose gehört. Dann der Vogelrühnige. Ich bin 2 Minuten im Sahnenhof. Ja, eben. Was ja eben? Ja, dann war dort ganz nah im Sahnhof, statt auf der Rosenbaustelle den Jumbo verhaften. Und Sandy, Handy und ich hocken die längste Zeit oben an der Alpenblickstrasse und schauen vergeben mit dem Feldstecher auf die Rosen runter. Und dann sehe ich auf einmal weiter oben eine Polizistin, die auch die Baustelle beobachtet. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen. Aber da sagt Sandy, Handy, na, was sind wir blöd? Die tügen den Jumbo sicher nur beschatten, weil sie ihn wollen in Flagranti verwutschen. Auf frischer Tat. Ja, die Sandy Handy hat recht gehabt. Im Sahnenhof hat der Vogelrühnige meinen Eltern gesagt, wenn sie den Jumbo gerade dann verhaften, wenn er den Sahnenhof anzündet, dann sei es am einfachsten, ihm alles nachzuweisen. Ja. Und darum will er ihm eine Falle stellen. Meine Eltern waren einverstanden und der Vogelrühnige hat Polizisten und die Feuerwehr organisiert. Ja, als ich mit der Sandy Handy zurück in den Sahnenhof bekam, haben sie gerade einen Feuerwehrwagen im Hinterhof parkiert. Wir haben die Fabi gesucht, aber die ist dann halt schon Tee trinken im Palast mit den reichen Prinzlis. Der Bob kann eigentlich nichts dafür, dass er eine reiche Familie hat. Ja. Ja, und wir sind ja nicht wegen ihm gegangen. Ja, sondern... Ja, wegen seiner Grandma, die unsere Mäzenin werden. Ja. Die Mami hat gesagt, sie wolle nicht mit. Es braucht sie jetzt im Sahnenhof. Da hat der Paps angemotzt, dass sie jetzt wirklich super bewacht. Und es wäre wichtig, dass sie mitkäme. Schliesslich will uns Mrs. Miller mit viel Geld unterstützen. Aber keine Chance. Dann der Paps so, dann gehe ich halt mit der Fabi. Überhaupt ist sie es Scharnier zwischen der Mrs. Miller und dem Sahnenhof. Was ist ein Scharnier? Etwas Wichtiges. Manchmal ist die Paps schon Hammer. Stimmt. Eine Stunde später sitzen er und ich bei der Mrs. Miller in ihrer Luxussuite. Sie haben so viel Glück im Leben, auch wenn sie es zu spät gemerkt haben. Umso mehr würde sie freuen, wenn sie es teilen dürfen. Ihr Anwalt in London hat gestern Abend noch einen Vertrag vorbereitet. Dann packt sie ein paar Blätter aus, unterschreibt sie vor unseren Augen und gibt sie dem Paps. Er soll es mit Mami besprechen. Sie kommen dann morgen am Nachmittag vor dem Rückflug auf London nochmal in Sahnenhof. Auf dem Heimweg waren der Paps und ich wie elektrisiert. So ein gestörter Tag. Im Palast oben eine Mäzenin und im Sahnenhof unten ein Brandstifter. Ja, und ich musste zum Nachtheim. Es war voll mühsam. Die Mama hat gefragt, wie es läuft auf der Baustelle. Und ich so, ja, ich ging nicht mehr. Dann hat die Mama,
Ich habe dort doch einen Freund, mit dem ich Portugiesisch reden mit ihm. Und da bin ich hässig geworden. Ja, das könnte mit meinem Vater vielleicht auch. Oh oh. Die Mama hat durchgeschnauft. Sie erzähle mir dann schon mal von meinem Vater, wenn ich dann grösser sei. Dann habe ich sie richtig angeschrien. Ich sei gross genug. Ich bin ins Zimmer und habe die Tür geschletzt. Und sie ist in der Stube geblieben hocken statt ins Bett und hat gerannt. Und Sandy, Handy und ich haben im Zimmer gewartet und gewartet, wo wir doch eigentlich in den Sahnhof über wollen. Ja, aus dem Fenster kommen wollte ich nicht, weil wir sind eben im ersten Stock. Ich habe noch gedacht, wieso kommen sie nicht? Im Sahnenhof war ein Drama. Überall Polizisten in Zivil, also in normalen Kleidern. In der Lobby als Gästepärchen auf dem Sofa, der Vogrünige in der Bar vor dem alkoholfreien Bier und der Kollege neben ihm war der Feuerwehrkommandant. Und wieso hast du eigentlich nicht ins Bett müssen? Babs, wenn es brennen, dann wäre ich von der Bar aus doch viel schneller voraus. Aha! Am 10:30 kuschelt der Vogrünige. Achtung, Jumbo im Anmarsch. Und dann kommt der Jumbo in die Bar. Ja. Vor Abwäsche hingen konnte ich alles beobachten. Er ist ständig wieder raus einig am Rauchen. Aber am 11:30 steht er auf, zahlt und geht runter ins UG und dort ins WC warten, bis alles ruhig ist. Im ganzen Haus haben sich Polizisten und Feuerwehrleute verteilt. Jemand ist mit einem Feuerlöscher im Putzraum gerade neben dem WC im UG und der Vogrünige hat sich mit dem Paps in der Küche versteckt. Und meine Mama ist nicht ins Bett. Am 12:30 hat der Sandy, Handy und mir gelangt mit Warten. Dann bin ich halt gleich aus dem Fenster auf den Rasen runtergekumpelt. So mutig. Mega! Ja, und dann haben wir uns vis-à-vis vor Sahnhof Pizzeria in einer dunklen Ecke versteckt. Am 2:30 funkt der Polizist aus dem UG, der Jumbo sei gerade zum WC aus. Wir in der Bar haben das Licht gelöscht. Der ganze Sahnenhof mucksmüsli still, dass der Jumbo die Falle nicht bemerkt. Nur der Nachtportier hat in der Sahnenstube wie gäng brav den Boden aufgenommen und Liedli gesummt, wie wenn er von nichts eine Ahnung hat. Mamma mia, war das eine Spannung, wo der Jumbo um 2:30 in die dunkle Küche geschlichen ist. Der Paps hat mir nachher alles genau erzählt. Er ist hinter einem Arbeitstisch zum Rüsten gehauert und der Vogrünige hinter dem Gasherd. Der Jumbo schleicht rein, macht die Jacke auf und zieht etwas raus. Dann macht es Klick. Eine Taschenlampe. Ich habe draussen von meinem Beobachtungsposten aus den Lichtstrahl durch das Fenster gesehen. Der Jumbo geht zur Abwaschanlage, bleibt davon stehen, knallt auf den Boden und zündet drunter. Der hat Sandy Handy gesucht. Ja, dort war ja noch das Foto von ihm drauf und andere Sachen, die er auch hätte verraten können. Klar! Ja. Dann steht er auf, geht zum Gasherd, dreht den Gasregler auf, geht um den Herd um und schaut direkt in den Pistolenlauf vom Vogrünigen. «Hände hoch!» ruft er. Aber der Jumbo schüttet ihm mit dem Fuß Pistole aus der Hand und rennt zum Lieferanteneingang. Dann knallt die Türen auf und der Jumbo säckelt raus. Aus der Küche hören wir den Vogrünige rufen: «Stehen bleiben! Polizei!» Der Jumbo rennt auf die Promenade. Ich mache 2 Schritte aus meinem dunklen Ecke raus, stelle ihm einen Haken, der Jumbo fliegt auf die Schnur und ich sofort wieder zurück. Der Vogrünige kommt zu rennen und bis der Jumbo wieder auf den Beinen war, hat er schon Handschuhe an. Und ich bin ab und niemand hat mich gesehen. Super gemacht, Louis! Ja, gell? Ich war so froh, haben sie den Sahnenhof-Attentäter gehabt. Und hat dann nach Koffern, Kompost und Öl nicht auch noch unser Hotel abgefackelt. Ja. Auch die Mami und der Papst waren am nächsten Tag so etwas von gut getroffen. Der Papst hat der Mami im Büro sogar wieder mal einen Kuss gegeben. Und da habe ich gewusst, jetzt hat er sie von Mrs. Miller als Mäzenin überzeugt. Ich bin fast vergiebelt, bis sie zum Abschiedstee kam. Ja, auch nicht wegen ihr. Mal, Louise, auch wegen ihr.
Es ist schliesslich um die Zukunft vom Sahnenhof und der Familie Weiss gegangen. Und um viel Geld. Ja, 2 Millionen, ich weiss. Eben. Die Mrs. Miller hat sich so gefreut, dass die Mami den Vertrag hat unterschrieben hat. Und bevor sie ins Taxi eingestiegen ist, hat sie mich umarmt. Ja, und du hast angefangen zu rennen. Nur ein klein. Ja. Dafür hat sie mir dann so ein süßes, altmodisches Nasstüchlein gegeben, eben noch ein richtiges, mit Röseli drauf gestickt. Ich darf es behalten. Dann haben der Bob und ich uns auch umarmt. Ja, und dann sind sie abgefahren. Ja, und am Nami ist der Vogrüniger gekommen. Er hat erzählt, dass der Jumbo am Morgen zugegeben hat, dass er schon lange um Geld gespielt und so viel verloren hat, dass er jetzt 80'000 Franken Schulden hat. Krass! Mega! Ja. Ja, und seine Mitspieler haben ihm gedroht, wenn er nicht zahle, dann würden sie seiner Familie in Portugal etwas zu leid tun. Weisst du wie? Ja, aber da hat ihm jemand versprochen, die 80'000 Franken zu übernehmen, wenn er dafür Anschläge auf den Sahnenhof mache. Dann hat der Vogrüniger zum Jumbo gesagt, und der jemand ist die Lady Blake. Ihr könnt es ruhig zugeben. Aber der Jumbo hat sie nicht verraten, der Topo. Der Vogrüniger hat gesagt, er verstehe, dass der Jumbo geschwiegen hat. Ins Gefängnis müsse er so oder so. Aber wenn er die Lady Blake hat verpfiffen, hat sie ihm die 80'000 Franken sicher nicht mehr gezahlt. Ja, und dann wäre seine Familie zu Portugal dran gekommen. Ja, eigentlich schon logisch. Der Vogrüniger hat gemeint, vielleicht könne der Lady Blake gleich irgendwie nachweisen, dass sie den Jumbo dazu gebracht hat, im Sahnenhof zu schaden. Ja. Vielleicht hat jemand gesehen, wie sie mit dem Jumbo geredet oder so. Aber die Mami hat abgewunken. Die Hexe ist clever. Die hat sicher keine Spuren hinterlassen. Das Beste war aber, als der Vogrüniger gesagt hat, ein anderes Rätsel könne er auch nicht lösen. Nämlich, wer der Polizei den anonymen Hinweis auf einen Täter gegeben hat. Stimmt. Ja, und das Handy hat in meinem Hosensack ganz zufrieden vibriert. Als der Vogrüniger ist gegangen, hat es Kinderchampagner gegeben und dann ist das Team FLS in Kinderspielecke runter im Baubad rumgekumpen. Fabi hat mit ihrem Prinzenbübli genervt und der Mrs. Miller hat sie neuerdings Grandma gesagt. Ja und? Ja. Da kommt Lady Blake ins Dorf, für einen Sahnenhof zu zerstören, aber gleichzeitig taucht ein Engel auf, der uns rettet. So etwas muss man einfach gerne haben. Ja. Und da sagt das Handy, ob ich ihr das Display putzen könnte. Sie hat ein bisschen vom Kinderchampagner abbekommen. Die Fabi gibt mir das Röseli-Nasstüchli von Mrs. Miller. Ich putze das Display. Und da sagt das Handy plötzlich: «Lieber Himmel!» Ich so, was? Das Handy, schaut euch das Taschentuch an. Wir schauen es an und sehen am Rand bei den Röseli fein einen Namen drauf gestickt. Yvette Weiss. Die Mutter von Lady Blake. Dann frage ich, wie kommt Mrs. Miller zu einem Tüchlein von Yvette Weiss? Und das Handy, wisst ihr was? Die Mrs. Miller ist die Yvette Weiss. Und da kommt mir in den Sinn, wie die Grandma Miller gestern den Vertrag über die 2 Millionen hat unterschrieben. Mit Y. Miller. Y wie Yvette. Genau. Die Fabi ist kreideweiss geworden. Ja, aber dann ich so, wenn sie die Mutter ist von Lady Blake, warum hat sie den Miller? Und das Handy, na, die hat erst einen Lord Blake geheiratet und später dann einen Herrn Miller. Aber das heisst ja, die Mutter von Lady Blake ist unsere Mäzenin und hat mit ihrem Geld den Sahnenhof erhangen. Die Fabi hat richtig gezittert. Und dann hat sie gesagt, und wenn die Grandma Miller wirklich die Yvette Weiss ist, dann sind wir verwandt. Und der Bob und ich auch.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.